Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. In der letzten Episode hat sich der Samuels für uns geopfert, als er der Privattransit zu Apollo geöffnet hat. Und genau da gurken wir jetzt hier. Wir sind immer noch einigermaßen bestens bewaffnet, haben viel im Revolver drin, haben wieder extra Munition für unseren Raketewerfer, haben sogar EMP-Mine, Rohrbombe. Wir sind bestens bestückt, um gegen alles zu kämpfen. Privattransit verfügbar. Hier Ja. einsteigen für Apollo Kern. Genau da wollen wir hier zum Apollo-Kern, ja. Und hier war noch irgendwas von Interesse. Ja, wir sind jetzt bestens gewappnet, um zu Apollo zu fahren. War das hier? Nee. Yes, das erleidet Aare im Kopf müsst man haben und Karte müsst man lesen können. Ich bin mal wieder voll in meinem Element. Ich mit meiner beschissenen Orientierung. Man kennt mich außerhalb von meinem Dorf, wo ich wohne. Dreimal im Kreis drehe. 5 Kilometer außerhalb und ich steht neben mir Helmfinne. Alter Falter. So, nochmal gespeichert. Und ab zum Apollo-Kern, wie auch immer. Müssen wir jetzt durch. Oh Gott, was für Stressergeräusche. Transit rufen. Badge. Und steht da nochmal Kern oder Tower Link? Ich glaube, die fahren beide zu Apollo, ne? Jupp, dup, du. Ich bin auch gar nicht irgendwie der Ansicht, dass jetzt 1000 Androide kommen könnten, um mich niederzumachen. Boah, was ein Geräusch. Alter. Die Leute, die so Dinger entwerfen, sollten sich vielleicht selber mal so nach Kostprobe aussetzen, bevor sie das auf die Menschheit loslassen. Schönes Wetter heute und so nette Leute. Hopp. Hufmacher. Ich muss ganz dringend, hopp. Zum Apollo-Kerl, hopp. Dringend. So, na alla. Ladebildschirm. Wurden Sie entdeckt, laufen Sie weg, verstecken Sie sich oder gehen Sie aus der Sichtlinie. Je länger Sie sich verstecken, umso wahrscheinlicher schütteln Sie Ihre Verfolger ab. Der Bewegungsmelder ist Ihr bester Freund, nutzen Sie ihn. Nein. Wer sich an Episode 21 erinnert, der Bewegungsmelder ist ein Scheiß mein bester Freund. Ich meine, ich benutze das Ding zwar häufig, wirklich. Gerade beim Alien habe ich es auch wirklich sehr häufig benutzt. Aber das Ding hat auch seine Tücke, muss ich sagen. Wenn es zu nah dran ist, dann hört das Alien natürlich die Geräusche. Erlangen Sie direkten Zugriff auf den Apollo-Kerl. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsysteme und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abregelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Okay. Ich meine, was kann Apollo sonst machen? Es kann uns maximal Hiwis auf der Hals hetzen, aber selber angreifen kann das Ding ja nicht, hoffe ich. Hier mal Bewegungen. Also noch sieht's gut aus. Impfpistole habe ich dann noch, Sensor und Sprengkapsel. Oh, mir blut mein Gamer-Herz wieder, wenn ich da nicht alles Eis sammeln kann. Aber Pumpgun-Patrone, die packen wir rein, da haben wir das Ding voll geladen. Auf Terminal zugreifen. Ja, machen wir doch. Hier ist nix. Morgen gemeinsam Nummer 3. Morgen gemeinsam Siegsens Reise in den Kolonialweltraum, eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg, zuerst erschienen in Auge auf Siegsen. Unsere Reise nach Sevastopol. Während sich Siegsen für den Aufbruch in den Kolonialweltraum rüstet, befand sich Sevastopol im Bau. Eine Station unvergleichbaren Potenzials in perfekter Lage im Weltraum. Zu Beginn war Sevastopol eine Zollfreizone, gebaut von Lawrence Systech Development und finanziert durch unsere Freunde von Geofund Investor. Die Eröffnung der Station ging jedoch mit einem Umbruch im Weltraumrennen einher. Jahrelanges Versagen bei der Verwaltung sowie die Umleitung der Sol-Tedos-Flugroute führten dazu, dass Sevastopol die Stilllegung drohte. Glücklicherweise stand Siegsen bereit, dieser Station neue Energie zu geben, wie vielen anderen. Wir erreichten Sevastopol im Jahre 2124 und machten sie zum belebten Weltraumdrehkreuz von heute. Ja, sehr belebt.
Haben wir doch noch Audio. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. Okay. Falls Sie etwas an unserem Transitdienst zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung gestellten... Ja, gib mal die ganze Berge. Ich stehe so gern ausfülle, wenn ich hier fertig bin. Also zumindest die Ripley würde es gern. Ich persönlich habe nur nochmal Resümee zu ziehen, wenn das Spiel vorbei ist. Wie ich das bei jedem Let's Play mache, habe ich zum Schluss dann immer so ein kleines Resümee. Da werde ich nochmal erzählen, Schusswaffen registriert. wie ich das empfunden Das ist habe. doch wohl ein Scherz. Legen Sie Waffen auf den Sicherheitsförderband an. Ein Scheiß wäre ich. Caesar und Apollo bedanken sich. Jede Wette. Alter, einen Scheißdreck mache ich. Das sacken die jetzt doch nicht ein, oder? Sag jetzt ja, dass ich da ohne mein Zeich durch muss. Ey, ich verreck. Nee. Nee, Alter. Oh, Scheiße. Zugangsfahrstuhl zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Oh, Ricardo, Scheiße. der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Untersuchen Sie die Schaubilder der Apollo-Verkaufsvorführung. Oh, Scheiße. Und meinen Wartungsheber darf ich behalten, ne? Ja, den habe ich noch. Okay. Zugangscode benötigt. Okay, mal sehen. Da ist 4930. ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken. Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Vier, 9, 3, 0. Oh Mann. Scheiße. Sich an einen stromführenden Leiter anzukuschen, könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Okay. Oh Mann. Ohne Waffe wird es richtig brutal jetzt. Ach du Scheiße. Okay. Was war da? War nix. Da haben wir noch einen kleinen Raum mit Zeich. Flammewerferöl. Ist auch gut. Können wir für später nochmal gebrauchen. Und nochmal Terminal. Apollo Verkaufsinformationen. Apollo Informationsblatt. Warum Sie sich für ein Apollo-System für Ihre Weltraum-Orbitalstation entscheiden sollten. Selbstregulierung und Android-Wartung. Sicherheit durch das Entfernen von Syntheten-Selbstbestimmung. Verzögerungsfreie Kommunikation. Keine Interferenzen. Blitzschnelle Datenübertragung auf der Station. Zuverlässig, leistungsstark, selbsterhaltend. Ein echtes Seegson-Produkt. Scheiße, suizidgefährdet, mordend, irre, psychopathisch. Funktioniert nur umständlich. Das wären so meine Punkte dazu noch, die mir spontan einfallen. Okay. Brauchen wir wieder unseren SZG. Kunstwerk, Schlüssel, E und V. Okay. Schalten Sie die Stromleiter aus. Okay. Also wenn ich Apollo jetzt wieder rebooten muss, ne? Schalten Sie die Stromleiter aus. Also scheinbar ist es ja so, dass ich hier Apollo wieder rebooten muss. Okay, da komme ich nicht durch. Na? Okay. Gut. Ja, nach der EMP-Mine fühle ich mich jetzt sicherer. Und dann
speichern wir an der Stelle noch einmal. Selber müssen wir wohl auf der anderen Seite jetzt auch machen, ne? Ja. Ich rechne mal mit jedem Scheiß hier, ne? Das ist so ein kleines Büro wieder hier. Okay. Aber mir kommt der ganze Sache immer ein bisschen näher. Bindemittel können wir noch einsammeln. Okay. Mehr zeigt es uns hier auch nicht. Ah, okay. Ich bin nervös. Ich kau wieder mein Lip, habe ich gerade gemerkt. Okay, da ist noch eine Nachricht. Hier. Etwas stimmt nicht mit Ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Oh. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über diese unheimlichen, glatzköpfigen Schweinehunde einlege, aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkrabbelt sind. Ich habe morgen eine Verabredung mit Ihrem Vorgesetzten Spedding und ich werde ihm ordentlich den Marsch blasen. Wenn er Ihnen dann den Ricardo, Marsch bläst, der Leiter ist vorübergehend das wird offline. mit besten Ich habe hier die Apollo-Schaltpläne vor mir. Sieht so aus, als könnten sie über den Turbinenschacht Zugang erhalten. Okay. Die Turbine läuft heiß, Ricardo. Auf vollen Touren. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Ach, was eine rosige Aussicht hier mal wieder. Also speichern. Bing. Okay. Okay, hier müssen wir, glaube ich, durch, ne? Oder? Ach, komm. Irgendwas zum Ausschalten in der Nähe. Nee. Wie, Wilp? Okay, bewegt sich was. Das nochmal. Pixelgegner. Schlüssel. Das Kunstwerk und das E. Okay. Turbine ist aus. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich. Wenn Apollo-Systeme überhitzen, werden sie neu starten. Reihe. Und dann hoch. Okay. Blockierung beseitigt. Turbine wird gestartet. Okay. Greifen Sie auf Apollo zu. Das wird knapp. Viel Glück. Ripley, Sie gehen immer tiefer in Apollo und Ihr Funksignal wird schwächer. Die Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden so einige Hibis auf Sie warten, Rip. Könnte gefährlich werden. Samuels hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Syntheten. Ich auch. Dann wäre das auch geklärt. Guter Kerl. Auch wenn er künstlich war. Dann müssen wir da runterhupsen. Ja? Höhe. Okay. Ja, da sollten wir auch kommen. Oh nee, ich weiß, was kommt. Ich weiß wieder, was kommt. Das ist scheiße, die Passage. Oh, das ist wieder so Schleicherei. Und so ganz fiesi Sach. Und ich steht Sache, ihr liebe Leid. Ich mache an der Stelle hier meinen Cut. Und wappne mich emotional und geistig auf das, was jetzt hier gleich kommt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play Alien Isolation auf Pelzig, wo wir immer mehr zum Apollo-Kern vordringen. Machen's gut bis dahin. Eiern Yankee.